Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu weiterem FC Bayern Talk. Ja Leute, diesmal zum Spiel in Berlin gegen Hertha BSC in der ersten Halbzeit im Schneetreiben oder Schneegestöber. Zum Spiel, ja, am Ende muss man einfach sagen, war schon ein glücklicher Sieg. Ja? Wenn auch am Ende verdient, auf einer gewissen Art und Weise, aber man hätte sich halt einfach auch nicht beschweren dürfen, wenn es ein Unentschieden gewesen wäre. Nehmen wir die Brille ab. Ja, eigentlich wie die letzten Spiele auch. Ja, wir haben Glück, das Tor war Glück, dass er abgefälscht war. Wir haben halt das Glück des Obenstehenden, sag ich mal. Und Hertha hatte heute das Pech des Untenstehenden. Auch mit kurzer Schluss in der 89. oder was das war, wo er den Lupfer leicht daneben setzt. Ansonsten auch 2, 3 Aktionen, wo Hertha schon ein bisschen Pech hatte. Halt auch beim Gegentor, muss man ganz klar sagen. Dass halt so abgefälscht wird und dann reingeht. Passiert halt auch vielleicht einmal von 1000 oder was. Von daher muss man schon sagen, es war schon ein glücklicher Sieg. Ja, aber es war ein Sieg, ja. Vielleicht ein paar Worte zu Hertha. Erstmal gut, dass Pal Dardai wieder da ist. Ich mag den. Ist so ein Arbeitertyp. Denke, man hat heute auch schon seine Handschrift gesehen. Wir haben uns immer schwer getan gegen Hertha. Zumindest wenn der Pal Dardai Trainer war. Und ja, also Hertha hat sehr, sehr, sehr gut gespielt gegen uns. Also gerade auch in der Anfangsphase, so die erste Viertelstunde, 20 Minuten hatten wir extreme Probleme. Da hatte Hertha schon, ja, ich glaube nach 3 Minuten schon das erste dicke Ding, was Manu dann gut gehalten hat. Ansonsten, ja, wie ich schon sagte, Hertha hat es für mich gut gespielt. Ich mache mir da auch keine Sorgen, wenn ich mir Sorgen machen würde über Hertha, was ich nicht tue, aber die werden da unten rauskommen, also mit der Leistung heute. Also das war für mich, ja, mit einer der besseren Leistungen, was ich gesehen habe gegen uns in den letzten Spielen. Ja. Das muss man mal ganz klar sagen. Zu uns, ja, der Alaba war wieder lost die erste Halbzeit. Vor allen Dingen die ersten 20 Minuten, 25 Minuten. Ja, ich wiederhole es gerne jede Woche bis zum Ende der Saison. Der Alaba hat für mich nichts in der Innenverteidigung zu suchen. Ja, ich kenne die Argumente. Die hat man auch dann so die letzten 20 Minuten ein bisschen mehr gesehen, weil wir sehr hinten unter Druck standen oder hinten drin standen. Unter Druck ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber hinten drin standen. Die letzten 20 Minuten hat man schon gesehen, dass er Alaba so die Anweisungen gibt und dann auch motiviert und sowas. Ja, aber das ist kein Argument für mich, einen Innenverteidiger da aufzustellen, der keinen Plan hat, wie man einen Innenverteidiger spielt. Das hat er diese Saison ganz klar bewiesen. Ich habe noch nicht ein gutes Spiel vom Alaba gesehen auf dieser Position, wo man sagt, das war mal sicher oder stabil. Auch heute wieder Stellungsfehler, Fehlpässe, das dumme nach vorne rennen wie so ein Idiot, Alter, obwohl das gar nicht notwendig ist. Ich meine, wir haben mit einem Sechser gespielt, ja, das war der Kimmich. Und der Kimmich ist noch nicht mal so ein richtiger Sechser. Er hat auch nicht wirklich eine 6 gespielt heute. Eigentlich haben wir ohne Sechser gespielt. Wir haben mit einem 8er gespielt, der Kimmich hieß. Und dann rennt der Alaba noch nach vorne, Alter. Ja, und verliert den Ball natürlich vorne. Ja, was passiert dann wohl? Ja, ist nur 2, 3 Mal passiert, dass dann der lange Ball kam und hinten der Innenverteidiger fehlte. Ja, das ist natürlich, was ein Innenverteidiger ausmacht. Ganz schwaches Spiel in meinen Augen vom Alaba. Wie gesagt, hier seine Körpersprache, sein Anfeuern und irgendwelche Anweisungen geben. Ja, alles gut und schön, kannst du als Pluspunkt für ihn abhaken. Ja, aber es ging auch vorher. Also vorher hat dann Boateng und Süle gespielt, ja. Ja, da wurde auch auf Abseits gespielt. Da sind auch Kommandos gekommen. Also das ist für mich kein Argument, Leute. Das ist für mich wirklich kein Argument. Ich kann den Hansi da absolut nicht nachvollziehen. Und ich werde es jede Woche wieder sagen, was mich jede Woche wieder aufregt, wenn ich diese Aufstellung sehe. Ich meine, ich fand es gut, dass er Hernandez heute wegen linker Verteidiger spielt. Sonst wäre ich komplett ausgeflippt, wenn da wieder der Davis aufgelaufen wäre. Ja, aber in meinen Augen wird es Zeit für einen Tausch. Wie ich schon immer sagte, meinetwegen stellen Alaba wieder seinen linken Verteidiger hin, dann kann er immer noch seine Anweisungen geben, wenn der Flick sich darauf so versteift. Naja, aber Innenverteidiger, nein.
Auch Zweikampfverhalten heute wieder unterste Kanone vom Alaba. Wirklich unterste Kanone, was der teilweise für Zweikämpfe geführt hat. Was ein gestandener Innenverteidiger einfach ja durch Erfahrung wegmacht. Also immer wieder ein Unsicherheitsfaktor da hinten. Wenn irgendwas da hinten angebrannt ist, wenn irgendwas eingeleitet wurde, ging es darum, dass Alaba schlecht stand, dass Alaba vorne war, nicht auf seiner Position war. Ganz schlecht, Leute. Ja, auf der anderen Seite war dann der Pavard. Wenn es ansonsten gefährlich wurde, wenn der Alaba mal richtig stand, ging es über die Seite. Ja. Gerade auch so die letzten 20 Minuten war der Pavard richtig schlecht, muss man auch sagen. War wieder richtig schlecht. Also die Form, die er davor hatte, die 2 Spiele, das war heute wieder komplett weg. Auch erste Halbzeit war es besser hinten. Die ersten 20 Minuten lassen wir mal außen vor, ja, weil da haben wir gar kein Land gesehen gegen Hertha. Da war komplettes Tohuwabohu da hinten irgendwie. Keine Ahnung. Und ja, das ist dann halt auch so ein Gegenargument in meinen Augen. Wenn man halt sagt, ja, der Alaba ist der große Führer da hinten, ist der große Leader, ist der die Anweisungen gibt, ja, dann muss er es auch hinkriegen, wenn da wenn da 2 People gewechselt werden, ja, der Süle von Boateng und der Hernandez von Davis, dann muss er das auch hinkriegen, dass die sofort funktionieren und nicht, dass die erst 25 Minuten brauchen, ja. Das kann es halt auch nicht sein. Das ist ein Witz. Ansonsten habe ich eine durchschnittliche Leistung von unserer Mannschaft gesehen, ja. Eine solide Leistung, nichts Gutes. Wer ein bisschen abgefallen ist, was das Offensive angeht, ist ganz klar Levi. Levi war heute richtig schlecht. Hätte ich niemals 90 Minuten durchspielen lassen, ganz ehrlich nicht. Ja, klar, du hast keine Alternativen. Der Choupo-Moting, ob du den, keine Ahnung, der ist halt einfach nicht Bundesliga tauglich. Wir müssen uns nichts vormachen, oder? Ich weiß nicht, wie lange er heute auf dem Platz war, 20 Minuten vielleicht oder Viertelstunde. Ich glaube, er hat 2 Ballkontakte gehabt mit 2 Fehlpässen. Also, ja, ganz stark. Aber Levi war ganz schlecht. Muss man ganz klar sagen. Nicht, weil er Elber verschossen hat. Der Elber war schlecht geschossen. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber auch sonst, er war absolut nicht im Spiel drin. Ja, klar, er hat seine Laufwege gemacht, war mal außen und so. Aber alles irgendwie halbherzig. Hat gefühlt nicht einen Zweikampf vorne mal gewonnen. Ja, seine Kopfbälle gingen alle 5000 Kilometer daneben. War nicht irgendwie... Also für mein Empfinden war einfach, er war nicht konzentriert. Er war nicht fokussiert auf das Spiel. Keine Ahnung, war mit seinen Gedanken woanders, so kam mir das vor. War halt nichts. Muss man ansprechen, muss man nicht so eng sehen, ja. Guckt euch die Bilanz an, auch so ein Spieler hat halt einfach mal einen schlechten Tag oder ist man nicht ganz bei der Sache, ja. Ansonsten wäre es ein bisschen herausgestochen. Also ich habe heute nichts zu meckern gegen Gnabry. Ja, Leute, wirklich nicht. Das eine Mal eigensinnig, erste Halbzeit war es, glaube ich. Aber da war er halt auch zentral 18 Meter vorm Tor. Da muss er dann auch eigensinnig sein, wenn du ein Offensivspieler bist. Ja, da muss er dann auch einfach mal draufhalten. Aber ich wollte das Verständnis für. Klar hätte er abspielen können. Sané war besser postiert. Aber gut, da muss man dann auch Verständnis haben. Ansonsten Sané und Gnabry, ja, haben das sehr gut gemacht, fand ich. Was halt ging. Ja, man muss fairerweise sagen, es gab keinerlei Unterstützung von den Außenverteidigern. Von Pavard schon mal gar nicht. Hernandez war wenigstens ab und wann mal vorne. Also, zweite Halbzeit hat auch ein bisschen was hinterlaufen beim Coman. Erste Halbzeit war es relativ wenig, fand ich. Ansonsten war Gnabry und Sané der Gnabry war dann mehr so die Mitte mit Müller abwechselnd irgendwie. Also mehr 10 und 8 und 6 und ja, ganz komisch. Aber die haben beide auf jeden Fall stark mit nach hinten gearbeitet. Auch Gnabry heute. Ich glaube, ich habe nur einmal gesehen, dass er mal stehen geblieben ist. Ansonsten hat er wirklich konsequent mit nach hinten gearbeitet. Hat mir gut gefallen. Dasselbe beim Sané. Nach vorne hin war es auch okay. Sané hatte ein bisschen Pech mit der einen Chance. Waren beide bemüht. Man muss auch ganz klar sagen, erste Halbzeit, das waren halt auch schwierige Verhältnisse. Da Schnee treiben, Fettschnee, alles glitschig, alles glatt. Und von daher fand ich es gut. Zweite Halbzeit, ja. Zweite Halbzeit ist es dann irgendwie so ein bisschen dahin geplätschert, hatte ich so das Gefühl am Anfang. Wie gesagt, wenn es 0-1 steht, klar, haut Hertha dann nochmal alles raus. Das haben die letzten 20 Minuten getan. Wir haben die letzten 20 Minuten gar nichts mehr nach vorne gemacht. Die letzten 10 Minuten konnten wir noch nicht mal zum Ball vorne festmachen. Jeder Ball, der ankam, war direkt weg. Ja, der Levi konnte nicht einen Ball festmachen. Ganz schwach.
sofort Fehlpass. Sobald wir über der Mittellinie waren, war es Fehlpass. Ja, wir standen halt dann hinten drinne, was okay ist. Da müssen wir halt einfach auch mal ein bisschen lernen. Aber ja, in die Situation hätte man sie nicht bringen brauchen. Ja, man hätte auch schon zweites oder drittes machen können. Fairerweise muss man sagen, dass nach den ersten 20 Minuten oder nach der ersten Viertelstunde jetzt auch 2-2 stehen müssen. Also nicht so, dass Hertha da schlecht war. Ja, also wie gesagt, Hertha hat für mich ein gutes Spiel gemacht. Lob muss man unserer Mannschaft definitiv dafür geben. Hertha war heute ein unangenehmer Gegner, hat viel gekämpft. Ich bin gleich gespannt, ich habe noch keine Statistiken gesehen, so Zweikampfquote und sowas. Ballbesitz, ja, erste Halbzeit war ganz klar für uns. Jetzt so die letzten 20 Minuten, ja, haben wir auch nicht mehr so viel Ballbesitz gehabt. Da bin ich auch gespannt drauf. Weil muss man unserer Mannschaft einfach ein Kompliment machen, dass man dann auch dagegen hält. Ja. Klar, klappt nicht alles, so wie es soll. Ja, klar ist immer diese Unsicherheit durch den Alaba da hinten. Von der Meinung gehe ich auch nicht weg. Das hat auch nichts damit zu tun, dass Alaba den Verein verlässt. Ja, das habe ich schon vorher gesagt. Er hat da einfach nichts zu suchen auf der Position. Oder ich verstehe das nicht. Wenn wir den Boateng nehmen, also der Boateng bringt die letzten Wochen Leistung, Alter. Ja, und dann, ja klar, du musst einen Süle bringen. Ja, der Süle läuft Vertrag aus. Da muss er ein bisschen Argumente bringen, dass er auch dann verlängert. Dass er nicht einen zweiten Fall Alaba hast, wenn er nicht verlängern will, dann, dass er noch ein Jahr bei uns rumpimmelt und dann ablösefrei geht. Alles verständlich. Ja, dann nehmen Alaba raus, Alter. Was soll dem wieder erzählen, dass ein Boateng und Süle nicht nebeneinander spielen können, weil sie zwei rechte Füße haben oder was? Ist doch Schwachsinn, Alter. Ganz ehrlich, ey. Boah, platzt mir, ohne Scheiß, lange dauert es nicht mehr, platzt mir da der Arsch. Ganz ehrlich, bei dieser Scheiße, was der Alaba da hinten spielt, Alter. Könnte ich mich richtig in Rage reden. Könnte ich ein extra Video, könnte ich eine ganze Stunde euch mit Argumenten zuballern. Was diese Sache angeht, ehrlich, ohne Scheiß. So. Genug gequatscht, Alter. Blick in die Statistik. So. Eieieiei. Winter is coming, Leute. Mal nebenbei was anderes. 1-0. Ballbesitz haben wir trotzdem noch 61%. Ja, Respekt, hätte ich nicht gedacht. Abseitsstellung 6-3. Fouls 12-15. Guck mal, Zweikämpfe sind wir sogar knapp vorne. Habe ich auch so gesehen. War ziemlich ausgeglichen, ne? Deswegen sage ich, war gut. Wir haben gut dagegen gehalten, also. Schüsse insgesamt 10, 14, Schüsse aufs Tor 7, 6. Sogar hätte ein mehr. Ecken 3, 11. Ecken war heute wieder gar nichts. Flanken 4, 21. Gewonnene Zweikämpfe. Gucken wir an, wer da hier ganz oben steht. Der Leroy. Ja? Danach der Alaba. Und danach der Pavard. Ja. Wie gesagt, defensiv war es auch okay vom Pavard. Nach vorne war es halt einfach gar nichts. Egal wer da gespielt hat. Sané, Müller, Gnabry, was durchgewechselt ist, war halt immer 1 gegen 2. Er hatte fast gar keine Unterstützung. Wenn, dann war der Pavard 20 Meter hinter ihm, dass er wenigstens noch einen Rückpass in Pavard anspielen konnte. Aber ja, und dieser letzten 20 Minuten war er auch in der Defensive schwach, der Pavard. Alaba. Ja, er hat schon ein paar Zweikämpfe gewonnen. Ich meine, es steht ja auch hier. Aber ja, wie gesagt, dieses Stellungsspiel, dieses Aufmachen und dann irgendwo rumrennen, wo es keinen Sinn macht als Innenverteidiger, da bleibe ich bei. Das ist für mich kein Innenverteidiger. Wie gesagt, Stellen auf die Außenbahn, da kann er sich austoben, da kann er meinetwegen auch mal in die Mitte ziehen, kann er rennen, ist es nicht ganz so wild, wenn er da fehlt, als wie wenn er in der Mitte fehlt. Also, keine Ahnung. Ja, was soll ich dazu sagen? Gefault worden, das interessiert uns nicht. Torschussvorlagen, Müller 2, Koeman 2, Pavard 2. Aha. Sollen das diese komischen Levi-Kopfbälle sein, die 5 Meter daneben gingen oder was? I don't know. Sonst habe ich keine Torschussvorlage von Pavard im Kopf. Ballkontakte 95 Alaba, Kimmich 93, Hernandez 83. Schüsse insgesamt Levi 6. Davon war nicht einer gefühlt aufs Tor. Koeman 4, Sané 1. Ja, von den Schüssen, die hier stehen, war Sané noch der Beste. Wenn man mal vom Tor absieht, ja, von dem abgefälschten Ding. Ja, ihr seht, also wenn wir das jetzt auch vergleichen, auf der anderen Seite war es eine ausgeglichene Kiste. Wir hätten uns definitiv nicht beschweren dürfen, wäre das Spiel unentschieden ausgegangen. Aber wir haben es gewonnen. Wie ich schon immer sagte, so eine Spiele musst du gewinnen, wenn du Meister werden willst. Und ich denke, da wir diese Spiele jetzt gewonnen haben, die letzten, die alle so liefen,
Nicht ganz so wie heute. Heute war es wirklich ziemlich ausgeglichen. Ja, bin ich da gute Dinge, dass wir das auch werden. Ja. Jetzt haben wir Weltpokal, dann haben wir Bielefeld, glaube ich. Guck mal eben. Ja, genau. Jetzt haben wir Montag Weltpokal, dann. Wo steht nur das eine Spiel drin? Das zweite wäre das Finale, wäre dann Donnerstag, glaube ich. Und danach spielen wir montags zu Hause gegen Bielefeld. Ja, dann haben wir das, was ich gefordert habe. Kannst du euch auch nochmal einblenden. Wie gesagt, Montag gegen Al-Ali SC. Bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Danach, wenn wir das Spiel gewinnen sollten, ich weiß gar nicht, ob es Spiel um Platz 3 gibt, spielen wir ansonsten Donnerstag das Finale. Und dann spielen wir montags gegen Bielefeld. Ja, und wie ich gesagt habe, die Spiele musstest du halt einfach auch gewinnen. Ja, ja, die waren alle, ja, Schalke und Hoffenheim vom Ergebnis, aber ihr seht, Freiburg, Augsburg, Hertha, das waren alles knappe Kisten. Ja, da hätte man auch überall unentschieden spielen können. Müssen wir uns nichts vormachen. Ja, aber das sind die Dinger, die du gewinnen musst, wenn du Meister werden willst. Ja, da kannst du lieber mal ein Spiel gegen Leipzig oder gegen Dortmund, gegen direkten Konkurrenten verlieren. Was ja bei uns auch relativ selten ist, weil sie da meistens motiviert sind. Aber gerade diese Dinger musst du gewinnen. Da darfst du halt nicht stolpern. Und da haben wir jetzt nochmal Bielefeld. Und wie gesagt, wenn wir dann unentschieden in Frankfurt werden, sollten wir in Frankfurt sogar noch gewinnen. Ich denke, dann ist safe, Alter. Ja. Aber das wird ein richtig schweres Spiel in Frankfurt. Die haben eine super Form aktuell. Haben sich auch nochmal ganz gut verstärkt. Das wird schon mal so ein Zeichen sein. Dann ist schon Champions League gegen Lazio. Wird auch nicht leicht, ja. Definitiv nicht. Mehr Immobile da vorne drin. Ja, ich denke mal, da wird der Boateng auflaufen, aber der Alaba läuft ja trotzdem rum wie so ein angeschossenes Huhn, Alter. Ja, dann lasse Köln. Ja. Dann sind wir schon Ende Februar. Also, ich sag mal so, sollten wir die 3 Spiele noch gewinnen in der Bundesliga, ist das Ding durch. Ja. Klar haben wir danach doch noch schwere Brocken. Aber dann wären wir wahrscheinlich schon bei den 10 Punkten, die wir aktuell haben. Und weil Leipzig ja ein Spiel weniger hat, werden die dann auch da zu Buche stehen, bin ich mir relativ sicher. Weil Leipzig musste die Spiele auch erstmal gewinnen, die sie haben. Die spielen jetzt auch noch gegen Hertha, glaube ich, das wird auch nicht so einfach. Also, ja, da bin ich guter Dinge. Da sehe ich eigentlich jetzt aktuell nicht so die Probleme. Ich glaube nicht, dass wir einen Einbruch kriegen werden, auch jetzt durch den Weltpokal. Ich denke eher, der könnte uns pushen, weil, ja, wir haben jetzt hier das Megatief in Deutschland nächste Woche. Dauerfrost, Schnee. Und die Jungs fahren einfach mal nach Katar. Zumindest bis Donnerstag. Ich weiß nicht, wann die zurückfliegen, ob Donnerstag oder Freitag. Das heißt, sie ziehen sich auf jeden Fall mal 4, 5 Tage Vitamin D rein. Ja. Schön Sonne, wahrscheinlich 20 Grad, 25 Grad, keine Ahnung. Ich denke, das wird eher pushen. Wenn du mal aus diesem grauen Grau, Regen und Regen Scheiße wegkommst, wie umgekehrt. Auch wenn du dann da 2 Spiele hast und Reisestress hast, ja, logisch. Aber ich denke schon, dass es eher pushen wird. Klar könnte es dann schwierig werden, wenn dann Montag auf einmal so in München minus 10 Grad sind oder minus 15 Grad und du musst dann gegen Bielefeld spielen. Ja? Das könnte natürlich ein bisschen unangenehm werden. Das könnte dann relativ oder ein schwierigeres Spiel werden, wie man sich das vorstellt. Da bin ich gespannt. Aber ich denke im Allgemeinen, so eine Woche in der Wärme wird den Jungs gut tun. Bin ich mir sicher für die kommenden Aufgaben. Gut. Wir können auch Noten vergeben. Komm, habe ich Bock drauf heute, auch wenn es relativ einfach ist. Neuer will ich eine 2 geben. Hat 2-mal sehr gut gehalten. Ansonsten die Dinger, die kamen, hat er gehalten. Bei dem Wetter auch nicht ganz einfach. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, Rune Jahrstein war auch stark. Muss man auch mal sagen. Pavard würde ich, ja, sind wir heute mal nicht ganz so hart, eine 3- geben. Wie gesagt, bis zur 70. hat er das ganz gut gemacht. Ich weiß nicht, ob er danach einfach platt war. Kann gut sein, dass der Akku einfach nicht gereicht hat. Gerade durch die erste Halbzeit, das hat schon gut geschlaucht da, ne? Und dann zweite Halbzeit, der Boden war dann auch nicht mehr so gut, war dann auch tief und so. Muss man immer ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Nach vorne war es halt relativ wenig. Aber wir haben gesehen, er hat 2 Torschussvorlagen gegeben. Also denke ich, wir sind mal mit einer 3, mit einem kleinen Minus ganz gut bedient. Süle, ja, nichts außergewöhnlich Gutes, nichts außergewöhnlich Schlechtes. Das war für mich eine klare 3. Hernandez, für mich auch eine klare 3.
Erwarte ich aber ein bisschen mehr, bin ich ganz ehrlich. War okay hinten. Ja, zweite Halbzeit hat auch ein bisschen mehr hinterlaufen. Trotzdem erwarte ich da einfach nochmal so ein 10% Touch irgendwie. Hat mir davor die Spiele besser gefallen. Aber ist natürlich auch, wie ich schon sagte, ist halt schwierig immer so. Ja, jetzt hast du gut gespielt und spielst das nächste Spiel trotzdem nicht. Und dann kommst du wieder und so. Weiß ich auch nicht. Sind halt auch alles Menschen, da rattert's auch im Kopf. Wa? Alaba war für mich eine 4. Auch wenn er 7 Zweikämpfe gewonnen hat oder was da stand, ist mir wurscht. Wie gesagt, das Stellungsspiel, gerade die erste Halbzeit war Katastrophe, Leute. Katastrophe. Und das hat er sich in der zweiten Halbzeit auch noch zweimal gerissen. Ich weiß nicht, sogar, ich glaube, 80. oder wann das war, wo er wie so ein Idiot, wie vom Ochsen gestochen, bis ins Mittelfeld läuft und dann Fehlpass spielt, Alter. Und dann kommt der Ball einfach in die Mitte, weil die Mitte nicht abgesichert ist und du rennst in den Konter rein. Ich glaube, das war da, wo der Neuer noch riesengroß gerettet hat. Und dann kannst du dich danach auch nicht hinstellen und sagen, ja, super gemacht, Leute, ja, super, ja, super, Niklas. Also, dann nimmst du doch nicht mehr ernst dann. Junge, wenn dann ein deutscher Nationalspiel gestandener Innenverteidiger neben ihm steht, Alter, da kann der Alaba erzählen, was er will, wenn er da vorne rumtanzt. Junge, Alter, könnte ich durchdrehen. Gnabry 3. Glatte 3, war gut heute. Jetzt hat es nicht für ein Gut gereicht, ja. Da wird er ein Tor machen müssen mit der einen Ding da, oder hätte vielleicht nochmal abspielen müssen zwischendrin mal. Aber hat gut nach hinten gearbeitet, hat nach vorne versucht. Einmal habe ich gesehen, dass er so stehen geblieben ist, abgeschenkt hat. Ansonsten ist er heute durchgehend geackert. Und so mag ich das. So war das gut. War für mich eine gute 3. Coman, ja, aufgrund des Tores eine 3. Ja, von Coman erwarte ich mehr. Hat 2, 3 gute Aktionen noch gehabt, ja. Trotzdem erwarte ich, wenn man an Coman misst, muss da mehr kommen für eine 2. Ja. Wenn man ihn natürlich jetzt ins Verhältnis zu Sané und Gnabry setzt, ja, dann wäre es eine 2. Ja, er ist einfach der von den dreien, der am besten drauf ist. Sané für mich auch eine glatte 3. Dasselbe wie für den Gnabry quasi. Hat ein bisschen Pech gehabt, der Gnabry hat auch da mit seinem Schuss. Und ansonsten 2, 3 Mal der Ball halt auf dem Platz da weggesprungen, so eine Geschichte. Aber beide haben gut geackert. Müller war für mich auch eine 3 heute. Für eine 2 jetzt auch nicht gereicht. War wieder überall, ja, war hinten, war vorne, war rechts, war links. Aber war vorne relativ wirkungslos, wenn man ehrlich ist. Hat es dann auch nicht geschafft, die letzten 20 Minuten mal einen Ball festzumachen. Ja, das Experiment mit einem Sechser hat mir nicht wirklich gefallen. Zweite Halbzeit war es ein bisschen besser, aber gerade dann so, ja, ich meine, die letzten 20 Minuten waren wir dann sogar mit 2 Sechser, in Anführungsstrichen. Da kam Tolisso, den du auch gar nicht gesehen hast, irgendwie. Klar, ich kann verstehen, dass man sagt, habe ich ja auch immer gesagt, gegen so Mannschaften, die einfach keine Offensive haben in der Bundesliga, oder die nur hinten drin stehen, musst du nicht unbedingt mit 2 Sechsern auflaufen, ja? Oder ein Sechser und ein Achter. Da kannst du das auch mal so machen, wie wir es heute gemacht haben. Aber ich denke nicht, dass Hertha heute diese Mannschaft war, die nur hinten drin stand. Ich denke, man hat es in den ersten 20 Minuten gesehen. Also, ja, da hat er sich, glaube ich, ein bisschen verzockt, der Hansi. Hat es dann aber auch irgendwie nicht korrigieren wollen. Keine Ahnung. Zweite Halbzeit war es dann besser, so die erste halbe Stunde war es dann echt besser. Kimmich war für mich, ja, eine 3+. Also für eine 2 würde ich jetzt auch nicht sagen, hat aber 2, 3 sehr gute Bälle gespielt. Man hat aber gemerkt, dass ihm einfach eine Unterstützung fehlt. Ja? Er war halt defensiv dann doch schon mal überfordert. Ja? Dann versuchte er halt da die Lücke zu stopfen und dann war in der Mitte defensiv halt gar keiner. Ja? Das war halt so das große Problem heute. Weiß ich nicht, warum man das nicht korrigiert hat. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum man den Rocker rausgenommen hat. Der Rocker hat für mich ein gutes Spiel gemacht im letzten Spiel. Und dann haut man dem jungen Jaus wieder so für die Fresse, Alter. Was soll das? Was soll das? Für was heute? Ganz ehrlich, für was heute? Hättest du den Gnabry draußen gelassen oder hättest du mal Müller draußen gelassen? Oder hättest du meinetwegen nach der Halbzeit hättest du den Davy rausgenommen, hättest du Müller nach vorne gestellt oder einen Gnabry nach vorne und hättest einen Rocker gebracht. Ganz ehrlich, also der Levi war heute nichts. Der kriegt auch eine 4 von mir. Ja? Es war ausreichend, ja, weil er noch ein bisschen versucht hat, dass er sich halt mal fallen hat. Nach hinten hat er auch ganz gut mitgearbeitet, hat er noch mal 1, 2 Sachen gerettet in der zweiten Halbzeit. Ja, aber dass mein Rocker wieder so in die Fresse schlägt, keine Ahnung. Ich weiß nicht,
Ja. Ich kann es halt auch nur so erklären, wie es in den Kommentaren auch stand. Ja, dass das so die Transfers vielleicht mehr vom Brazzo oder vom Verein waren. Und der Flick deswegen so sagt so, ja hier, fickt euch. Der kann gut spielen, ich bringe den trotzdem nicht. Ja? Also ich meine, es ist ja auffällig. Es ist beim Hernandez so, der um Längen besser ist wie ein Alaba. Es ist beim Rocker so, der auch sehr gute Spiele gemacht hat, wenn er kam. Auch er war jetzt im letzten Spiel auch nicht mehr so ungestüm, war wirklich gut, hat die Bälle gehalten, hätte uns heute in den ersten 20 Minuten wirklich gut getan. Das hätte richtig nach hinten losgehen können, hätte das Ding nach 3 Minuten gemacht. Weil du hättest dann keinen gehabt, der das beruhigt hätte. Ja, ich denke mal, man hat zwischenzeitlich gesehen, wo der Costa reinkam. Er hat ja dann auch halb rechts mehr gespielt, aber da hast du gesehen, er hat einfach mal den Ball gehalten. Ja, das war der einzige Spieler. Das ging aber auch nur 2, 3 Mal. Danach war für ihn auch schon wieder alles verpufft. Aber da hast du gesehen, was es ausmacht, wenn da mal ein Spieler ist, der den Ball hält. Ja, das hat ja der Müller und der Levi nicht hingekriegt, mal einen Ball zu halten. Die Bälle waren ja immer alle gleich weg. Ja, und das verstehe ich dann nicht. Also ganz ehrlich, da muss man... Hab auch nicht verstanden, warum wir da nur 3 Wechsel gemacht haben heute. Ja, muss man auch mal klar sagen. Costa, wie gesagt, hatte gute 7, 8 Minuten danach. Du hast es nicht mehr gesehen, die letzten 10 Minuten. Da war er auch out of order. Keine Ahnung, kein Bock oder was weiß ich. Tolisso hast du gar nicht gesehen, war 16 Minuten auf dem Platz. Eine Aktion habe ich in dem Kopf, und sonst hast du ihn gar nicht gesehen. Ja, auch weg, Alter. Geht zum Tattoo, lass dir noch ein Tattoo stechen, Alter. Ja, und über einen Choupo-Moting brauchen wir gar nichts sagen, oder? Er ist einfach nicht Bundesliga-tauglich, Alter. Fertig. Also, keine Ahnung. Ohne Scheiß, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, mehr gibt... Ich glaube, das ist das Beste, was ich sagen kann. Ich habe keine Worte für diesen Spieler bei uns. Die Leistung ist unterirdisch. So, meine Meinung dazu. Wenn ihr eine andere habt, haut sie mir gerne in die Kommentare. Freue ich mich immer drüber. Wie gesagt, Thema Alaba wird uns weiter verfolgen. Es kann gut sein, dass ich da im Laufe der nächsten Zeit echt mal ein extra Video mache, wenn der sich nicht endlich fängt. Habe auch so eine komische Reaktion im Internet letztens gesehen, hat YouTube mir vorgeschlagen von irgend so einem Affen, der sich da im Bayern-Trikot hinsetzt, aber kein Bayern-Fan ist und meint, er muss über ein Alaba-Thema da sprechen und da irgendwelche Scheiße erzählen. Also, da könnte ich halt auch noch was zu sagen, aber wenn, dann wird es ein extra Video geben. Das soll es gewesen sein zum Hertha-Spiel. Fazit des Spiels, ja, 1:0 gewonnen, glücklich, muss man schon sagen. Und jetzt geht's ab nach Katar. In diesem Sinne, Leute, kommt gut über die nächste Woche, viel Schnee, kalt, bleibt gesund, haut rein, rot-weiße Grüße gehen raus. Wir hören uns nächste Woche. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache, ich glaube, ich werde es erst nach dem Supercup, also sollten wir gewinnen, ins Finale kommen, werde ich erst nach dem Finale ein Video machen. Ich denke nicht, dass sich das für so ein Spiel da lohnt gegen nichts gegen den Club. Wir werden sehen. Ich bin arbeiten, ich muss gucken, wie ich es überhaupt schauen kann und von daher muss ich gucken, ob ich ein Video dann am Dienstag raushau oder dann zum Wochenende hin halt, was beide Spiele angeht. Schauen wir mal, lasst euch überraschen. So, haut rein, bis dann, bleibt gesund, tschüssi!